Schönen Abend miteinander, schön seid ihr alle hier. Zum 5. Tag dieser Gebetswoche stehen wir doch alle gemeinsam auf und lasst uns als eine Gemeinde, egal ob jung oder alt, egal ob von den Internationals, Schweizern oder Latinos, lasst uns als eine Gemeinde unseren Gott anbeten. Wenn ich nichts anderes als Kampf sehe, kannst du den Sieg sehen. Wenn ich vor mir nur den Berg sehe, siehst du ihn schon versetzt. Und wenn ich durchs finstere Tal gehe, dann wirst du mitgehen. Es gibt nichts zu fürchten, weil du mich nie verlässt. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, sie gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, sie gehört dir allein. Bist du mein Gott für mich? Wer steht mir entgegen? Es ist nicht unmöglich, wenn ich dich bei mir hab. Ich seh den Staub und die Asche, du Schönheit und Segen. Seh ich vor mir nur ein Kreuz, siehst du schon das leere Grab. Und wenn ich kämpf, dann auf meinen Knien, heb die Hände zu dir. Mein Gott, sie gehört dir allein. Und jede Angst leg ich vor dich hin. Durch die Nacht sing ich dir. Mein Gott, sie gehört dir allein. Wie eine Festung stellst du dich vor uns. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Du strahlst in den Schatten, siegst in allen Kämpfen. Nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Oh God, the battle belongs to you.
alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. and the angels cry, Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Lass doch einmal den Chorus singen. And the angels cry, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, holy forever. Ja, Jesus, wir wollen ganz bewusst einen Moment in deiner Gegenwart stehen bleiben. Ja, heute Abend stellen wir uns die Engel vor, wie sie deinen Thron umgeben, wie sie sich beugen vor dir, zusammen mit den Ältesten, die Kronen ablegen und einfach rufen, heilig bist du, Herr. Oh, komm, Geist Gottes, ziehe du jede Person, die hier ist, in diese deine Gegenwart und deine Anbetung. Hilf uns, Jesus zu sehen. Hilf uns, wegzuschauen von all den Dingen, die uns beschäftigen, unsere Gedanken auf Jesus zu richten. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Heilig, heilig, heilig bist du Gott. Oh Jesus, Jesus. Du bist so anders, als wir uns das oft vorstellen. Du bist so viel größer, so viel reiner, so viel schöner, so viel prächtiger, so viel wunderbarer.
Herr, hilf uns heute Abend, in dein Angesicht zu schauen. Hilf uns heute Abend, in deine Augen zu sehen. Und gib jedem Einzelnen, der hier ist, diesen Durchbruch in seinem Geiste, dich zu sehen. Oh Jesus, ich danke dir, dass du uns in dieser Gebetswoche hineinziehst in deine Gegenwart. Dass wir mit aufgedecktem Angesicht zu dir kommen können. Dass du anklopfst, dass der Weg offen ist, dass du uns rufst, Herr, hin zu dir, in die Gemeinschaft mit dir. Und dieser Ruf soll auch heute Abend nochmal stark sein in unseren Herzen. Deine Sehnsucht nach unser Gott. Deine Sehnsucht, mit uns Zeit zu verbringen. Halleluja. Amen. Ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen heute zum 6. Tag in der Gebetswoche. Auch die online, die dabei sind, ganz herzlich willkommen. Ihr dürft Platz nehmen. Ihr wolltet eigentlich stehen bleiben und Gott weiter anbeten. Ich hoffe, ich mache jetzt nicht etwas kaputt. Aber Gottes Wort kann eigentlich nie etwas kaputt machen. Darum hören wir zu. Unser Vers nochmal vom Montag. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel, also in einer Klarheit, heißt das, auch sehen können. Und Gottes Geist wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und wir haben gesehen in diesen Tagen, es geht darum, dass wir wirklich Gott sein Angesicht suchen, dass wir hören auf seine Stimme, dass wir uns in unserem Herzen auch zur Ruhe kommen. Wir sind so oft mit Dingen beschäftigt. Aber die Frage ist, wenn wir die Herrlichkeit des Herrn sehen, wie in einem Spiegel, die Frage ist, was siehst du? Was siehst du? Wie stellst du dir Gott vor? Vielleicht so wie Leonardo da Vinci, ist das meist reproduzierte Bild von Jesus Christus. Ich weiß nicht so genau, ob Jesus so aussieht. Also ich habe mir immer vorgestellt, er hätte nicht so eine lange Nase wie bei Leonardo da Vinci. Und eines kann ich mit größter Gewissheit sagen, Jesus trug einen Bart. Denn er war unter dem naziräischen Gelübde und wenigstens zu Beginn seines Lebens und da hast du ein Bart getragen. Wie auch immer, es reicht nicht. Aber die Bibel gibt uns Dinge, wie wir uns Gott vorstellen können. Erstens, es heißt, Gott sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Wann hast du zum letzten Mal mit einem Freund gesprochen? Meine Familie fragte mich letztens, Matthias, kannst du mal deine Freunde aufzählen? Habe ich dann gemacht, aber dann sagte ich ihnen am Schluss, wisst ihr, meine Frau, meine Kinder, ihr seid meine Freunde. Was sind deine Freunde? Das sind doch eine Familie. Ich habe gesagt, aber ihr seid auch meine Freunde. Ich spreche mit euch im Vertrauen von Angesicht zu Angesicht. Es ist etwas Vertrautes. Gott soll uns so vertraut werden, dass wir mit ihm im Alltag so unterwegs sind, als wäre er unser bester Freund. Ist das ein Bild, das du dir vorstellen kannst? Oder in Psalm 34,6 heißt es, die Gott sehen, werden strahlen vor Freude. Ich weiß nicht, ob ich es habe, es wird nicht auf PowerPoint. Psalm 34,6. Das heißt, hey, wenn ich mir Gott vorstelle, und du wirst traurig, dann hast du ein falsches Bild von Gott. Wenn du auf ihn schaust, dann geschieht etwas. Natürlich, ich weine manchmal auch, aber meistens, weil ich dann betroffen bin oder weil ich sage, oh Gott, du bist so gut zu mir. Aber sonst zeigt uns die Bibel, wenn wir in seine Herrlichkeit schauen, ihn anschauen, wir strahlen vor Freude. Weißt du warum? Weil du Gottes Lachen siehst. Glaube mir, die Bibel wird doch nicht über die Frucht des Geistes sprechen, über Freude, wenn Gott ein trauriger Kerl wäre. Aber wir denken manchmal so, was siehst du, wenn du Gott siehst? Das ist ein Kerl der Freude. Danke für das Amen.
Und ich möchte euch heute Abend noch etwas tiefer nehmen. Johannes hat einmal geschrieben, ein Zitat von Jesus. Jesus sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Das heißt in anderen Worten, wir dürfen uns Jesus vorstellen. Und dabei geht es nicht in erster Linie darum, Jesus mit oder ohne Bart, Jesus lange Nase, kurze Nase. Das ist nicht die Frage, sondern, schau mal, ich möchte dir vielleicht heute Abend einen Zugang geben für deine Vorstellungskraft von Gott. Jetzt sagst du, man soll sich kein Bildnis machen. Es geht darum, dir kein eigenes Bild von Gott zu machen und das zu verehren. Das ist das Problem. Aber ein biblisches Bild von Gott sollst du dir machen. Warum weiß ich das? Schaut, Gott hat dafür gekämpft, dass beispielsweise in den Evangelien die Geschichten von Jesus so detailliert aufgeschrieben sind. Lukas sagte, ich habe akribisch im Detail die Geschichten von Jesus aufgeschrieben. Niemand beschreibt Jesus mit mehr Emotionen, mit mehr Detailtreue als Lukas, der Arzt. War sicher Allgemeinmediziner, ich kenne die. Und die achten auf die Details. Und warum möchte Gott, dass wir diese Geschichte so detailliert kennen? Damit, wenn wir sie lesen, damit wir mehr als ein Bild bekommen. Jesus ist der Heiler, er ist der Befreier, er ist der Lehrer. Sondern wir sollen uns Jesus vorstellen können. Gott möchte, dass du in diese Szenen eintauchst und stellst dir vor, ich bin dabei. Wenn du liest von einer Dämonenaustreibung von Jesus, dass du dir, wenn du die Bibel liest, dass du dir vorstellst, Jesus gerade neben mir und da ist der besessene Gerasener gerade vorne dran. Und Jesus, ich hätte Angst gehabt vor diesem Besessen, aber nicht Jesus. Er geht auf ihn zu in der Kraft und Macht des Herrn. Und er gebietet den Dämonen zu weichen. Und weißt du was, wenn du dir das vorstellen kannst, bekommst du ein anderes Bild von Jesu Macht und Autorität. Auch über die Mächte der Finsternis. Und weißt du, das tut etwas für dich, wenn du in den Alltag hineingehst. Oder als Jesus seine Macht über jede Krankheit gezeigt hat. Du wärst mit Jesus in diesen Säulenhallen gewesen, wo dieser gelähmte Mann seit Jahrzehnten da lag und immer wieder gewartet auf die Bewegung des Wassers. Du wärst gleich neben Jesus gewesen. Und plötzlich sagt Jesus, schau mal, der wartet schon seit Jahrzehnten. Heute ist der Tag für seine Heilung. Und plötzlich bekommst du ein Bild, wie spontan Jesus unerwartet Wunder tun kann. Weißt du, was das tut? Es gibt dir ein Bild für deinen Alltag. Dass du nicht zuerst warten musst und eine Stunde Glory, Glory, Halleluja gesungen hast, sondern dass du jederzeit damit rechnen kannst. Der Geist Gottes gibt mir einen Impuls zu beten für Menschen. Ich bin so froh, dass viele Heilungen nicht hier im Gottesdienstsaal geschehen sind, sondern draußen im Foyer, wo wir gebetet haben. Gott ist, und das möchte Gott tun. Oder dieses Bild, Martha, gestresst an vielen Dingen. Und Gott sei ihr gnädig und dankbar, hat sie gut gekocht an diesem Abend. Aber ich möchte Maria sehen. Maria, fasziniert von Jesus. Und dann stelle ich mir Maria vor. Und dann sitze ich neben Maria in meinem Geist. Sage, ich will auch hören, wie du hörst, Maria. Ich will auch mal zur Ruhe kommen. Und glaubt ihr nicht, dass diese Geschichte von Maria, zur Ruhe zu kommen, um Jesus zu hören, eine Geschichte für uns ist? Und dann stellst du dir Jesus vor und dann hänge ich auch an seinen Lippen, wie er davon spricht. Was es heißt, in dieser herrlichen Gemeinschaft mit dem Vater zu sein. Oder du liest die Offenbarung und du stellst dir das vor, wie wir es heute Abend gesungen haben. Du stellst dir das vor, du in einem riesigen Saal. Von mir aus in der Notre Dame, neu erbaut. Und dann Jesus. Und dann diese Ältesten, die ihre Kronen nehmen. Sie knien vor Jesus hin. Und das kannst du mittun und sagen, Jesus, ich anerkenne dich. Und du bekommst in deinem Herzen einen Eindruck von seiner Majestät. Schau, darum sind diese Geschichten in der Bibel da, dass wir eine Vorstellung bekommen, eine Sehnsucht und auch eine Autorität für unser Leben
in den Privilegien und Segnungen der Kinder Gottes zu leben. Darum heißt es, die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Die seine Herrlichkeit betrachten, werden verwandelt. Eines Tages kam mir so etwas, ja, ich weiß auch nicht, so etwas traurige Laune in den Gottesdienst. Und plötzlich sagte mir Jesus, stell dir doch mal vor, wie ich damals Menschen geheilt habe. Und dann habe ich mir das neu vorgestellt. Und in dem Moment wurde mir bewusst, Matthias, geh heute in den Gottesdienst, erwarte, dass Gott heute Menschen heilt. Das Bild von Jesus, das uns verändert. Nicht unsere Anstrengung, nicht unser Bemühen, jetzt muss ich mir ähnlicher werden, sondern es ist der Geist Gottes, der uns Jesus groß macht und der uns hineinnimmt in diese Dimension des Lebens von Jesus. Kann ich das recht lustig machen? Und dazu müssen wir aber Gott heute Abend auch wieder im Gebet suchen. Ich glaube, wir müssen schließen. Warum sagen wir nicht heute, bevor wir, ich möchte heute Abend bewusst mal sagen, lass doch deine Gebetsanliegen und auch die von den anderen die ersten 5 Minuten mal ruhen. Wir sind manchmal zu schnell bei der Fürbitte und zu langsam, Jesus persönlich zu begegnen. Nimm doch jetzt die nächsten 5 Minuten, um vor Jesus zu kommen, den Heiligen Geist zu bitten, gib mir heute Abend ein neues, ein frisches Bild von Jesus. Als wäre ich dabei gewesen vor 2000 Jahren. Und ich bin überzeugt, der Geist Gottes wird dich an Ereignisse erinnern aus den Evangelien oder aus der Offenbarung oder wie Gott gewirkt hat oder aus der Apostelgeschichte. Und plötzlich wird der Heilige Geist in dir eine Sehnsucht wecken, ein klares Bild von ihm zu bekommen und dann in seine Augen zu schauen. Und ich möchte wirklich, dass du heute Abend das tust. Du sagst, ich will mir vorstellen, ich schaue in die Augen von Jesus. Stelle dir ruhig Jesus vor, da kannst du nichts falsch machen, keine Angst. Wenn du den Heiligen Geist bittest, schau in seine Augen. Und ich erlebe das immer wieder, wenn ich dieses Gebet bete, ich will in deine Augen sehen. Ich merke, da geschieht jedes Mal etwas in mir. In diese Augen der Liebe, in diese leuchtenden Augen, in diese Augen des Feuers. Herr Jesus, in den nächsten Momenten dürfen wir wieder ins Gebet gehen. Ja, wir dürfen zum Kreuz gehen, wo uns Menschen dienen. Wir dürfen Gebetsanliegen bringen, dürfen dem Gebetsleitfaden folgen. Hat alles seinen Platz. Aber lass uns zuerst heute Abend in Momente gehen, wo wir dich sehen, wo wir auf dich schauen. Wo wir es dem Heiligen Geist erlauben, uns vielleicht auch ein neues Bild der Liebe von Jesus, ein neues Bild des Angesichts von Jesus zu geben. Und in eine persönliche Begegnung, in deine Gegenwart, zu deiner Herrlichkeit zu kommen. Diene du jetzt jedem Einzelnen hier und auch zu Hause. Halleluja. Wir werden dann um 3:15 weiterfahren.
Ja, vorher jetzt, als ich in die Augen Jesu dann geschaut habe, sehe ich einen See, wirklich ruhig, keine Wind, keine Wellen, einfach Ruhe, wunderbare See. Und hinten habe ich gesehen Sonne. Es war so ein schönes Bild, aber so ist Friede Gottes in unserem Herzen. Es ist einfach wunderbar. Amen. Jesus, ja. Ja, Jesus. Danke, dass du so zu uns redest. Und ich habe auch ein Bild gehabt, dass Menschen hier sind, die auf dieser Welt die Liebe eines Vaters nie in einer Tiefe und Konstanz erlebt haben. Und hast du das Bild gesehen? Die Arme des Vaters, der heute Abend hier ist und gerade all diejenigen fest in seinen Arm nimmt, wie in diesem Bild des Sohnes, der nach Hause kommt und wiederherstellt, was gefehlt hat an Liebe, wiederherstellt, was tief in deinem Herzen dir nicht geschenkt worden ist. Wir beten, dass die Leute, die am Kreuz dienen, hier zum Gebet, dass ihr jetzt auch geht und warten wir heute Abend im Gebet füreinander, dass der Herr, der Gebet erhört, der Zeichen tut, der Wunder tut, unter uns ist und Menschen dient. Und dürft gerne wirklich auch nach vorne kommen, hier in die Gebetsanliegen, die nicht nur deponieren, sondern deponieren in dem Vertrauen, Gott erhört Gebet. Für Gott ist nichts unmöglich. Es ist der Gott, der Wasser in Wein verwandelt hat. Er ist der Jesus, von dem es heißt, er hat alle Kranken geheilt. Es ist der Jesus, für den nichts unmöglich ist. Halleluja.
Ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Ich gehöre ganz dir, leg mein Leben hin, ich geb dir alles her. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Ich gehöre ganz dir, leg mein Leben hin, ich geb dir alles her. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Ich gehöre ganz dir, leg mein Leben hin, ich geb dir alles her. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. Ich gehöre ganz dir, leg mein Leben hin, ich geb dir alles her. Deine Güte ist immer bei mir, du lässt mich nie allein. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Auch Gott für seine Güte Danke sagen heute Abend. Halleluja! So ein guter Gott, so ein wunderbarer Gott, so ein heiliger Gott, ein Gott voller Liebe. Wow, voller Kraft. Danke, Jesus, danke, Jesus. Da ist die alte Hymne, die sagt, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein. Ja. Wir sind im Stress, weil unsere Probleme so groß sind und so viel und so aktiv. Aber Gott sagt, ich bin dein Gott, der dir hilft, der dich rettet. Ja, Jesus. Ich bin Jesus, dein Retter. Amen, Amen. Danke, danke, danke. Ja, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Hey, wir wollen jetzt noch gemeinsam beten heute Abend. Ich fände es schön, wir könnten aus unseren Sitzen alle nach vorne kommen und hier zusammen haddeln, wie das auch heißt. Kommt doch aus euren Plätzen, auch zu Hause, kommt doch schnell ins Bucheck. Nein, das ist Spaß. Aber ihr könnt vielleicht zu Hause auch zusammenstehen, wenn ihr gemeinsam seid und gemeinsam im Livestream dabei seid. Und wir wollen hier vorne noch Gruppen bilden zusammen, 3 oder 4 Leute. Kommt doch ganz nach vorne, dass wir für alle Platz haben. Und ja, schaut euch mal um, wie viele Leute heute Abend hier sind. Das ist ja gewaltig. Am Livestream haben wir auch immer so 100, 150 Leute dabei, die im Livestream dabei sind. Das ist auch ganz toll. Ich verstehe, nicht immer kann man live vor Ort sein. Und jetzt habt ihr vielleicht auch mal Leute um euch, die ihr vorher noch nicht so gesehen habt. Grüßt doch ruhig 2, 3 Leute und dann wollen wir gemeinsam noch beten und in diese Anliegen noch einstimmen. Haben wir noch eine Folie? Oder nicht? Ah doch, okay, gut. Ja, ich möchte gerne, dass wir noch beten, dass sich Gottes Herrlichkeit in unseren Zusammenkünften noch stärker erweisen darf. In unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, in unseren Leitertreffen, in unseren Schulungen, die wir haben. Und was meinen wir mit der Herrlichkeit Gottes? Dass Gottes Wille geschieht, dass Menschen Gott hören, dass Menschen zu Nachfolgern werden, dass Menschen auch Gottes Kraft, Gottes übernatürliches Wirken erleben dürfen, dass die Leute sonntags anstehen, weil sie sagen, hier im Bucheck wirst du verkeilt vor Gott. Jesus ist in diesem Ort. Amen. Und wir beten auch für unsere Kinder, Teens und Jugendlichen, dass sie Gottes Herrlichkeit erleben dürfen. Habt ihr gewusst, dass über 70% aller Menschen, die zum Glauben kommen, ihr Leben vor 20 Jesus geben? Über 70%. Das gibt Hoffnung auch für die Alten natürlich, weil die sind in 30% drin. Aber ich glaube, es heißt für uns, dass wir ganz besonders beten für unsere junge Generation, die Kids, Teens, dass sie Gott erleben dürfen. Liebe Freunde, wir haben mal durchgerechnet, auch in unserem Schweizer Ländli, wenn es uns gelingen würde, alle Kinder, die in christlichen Familien geboren sind, durch die Belehrung und so weiter, durch den Kids- und Teens-Bereich, Jesus so lieb zu machen, dass sie in der Kirche bleiben, dann würde die Christenheit in der Schweiz deutlich wachsen und wir hätten ein Wachstum von über 5%, allein durch die eigene Generation von Kindern. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, wie umkämpft die junge Generation auch oft ist, weil wir sind nicht dort. Und beten wir doch miteinander für Gottes Schutz über ihnen und dass sie ihre Berufung finden mit Jesus und brennen mit Jesus und diese Welt noch einmal schütteln können im Namen Jesus. Amen. Ich glaube, dass Gott viel Potenzial hat in der Jugend und in der jungen Generation. Amen. Beten wir zusammen, stürmen wir den Himmel noch und beten wir um Gottes Wirken.
jetzt auch aus dem Abend rausgehen mit der Klarheit, was du mit dir daneben willst machen. Danke für das Wort, Geist. Gut.
Ja, Jesus, wir sind so froh für deine Gegenwart heute Abend. Wir sind so froh für deine Gegenwart in diesen Tagen. Wir sind so froh, dass du so viele Menschen ins Gebet ziehst, hin zu dir. Und Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Gebet erhört. Und wenn Menschen heute Abend gebetet haben, zu 2, zu 3, zu 4, Herr, du hörst vom Himmel und du sammelst diese Gebete und sie kommen als Wohlgeruch zu dir. Und wir wissen, weil wir deine Ehre suchen, wirst du auch die Gebete deiner Heiligen wirst du erhören. Und du wirst schenken, worum wir beten. Und wir glauben daran, dass du noch eine Zeit der Erneuerung und der Erweckung in unser Land bringen willst. Danke, Herr Jesus. Möge jeder Einzelne, der heute Abend hier war, zu Hause online dabei war, auf besondere Art und Weise gesegnet sein, mit einer Freude an dir. Und morgen früh, wenn wir wieder erwachen, das Erste, was wir tun, wir schauen auf in dein Antlitz so schön und die Dinge der Welt werden blass und klein, im Licht deiner Gnade gesehen. Halleluja. Amen. 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 Ja, hey, wenn das so weitergeht, müssen wir anbauen fürs Gebet. Das ist eine tolle Sache. Denk daran, morgen Abend kein Treffen, aber morgen wollen wir zu Hause beten. Vielleicht baust du eine Gebetszeit ein, mal mit deinem Ehepartner neu oder deiner Familie. Oder man kann das übrigens auch übers Handy machen. Vielleicht jemand an der Kleingruppe, hey komm, lass uns doch kurz miteinander beten. Wir beten weiter, die 21 Tage gehen weiter und Gott ist noch nicht am Ziel mit uns, aber er ist daran. Kommt gut heim, bis am Sonntag. Gott segne euch.